Ja, entweder oder. Ja, Weil man kann es reingeben. wieder zusammenschneiden, oder? Das ist es so. Wenn wir jetzt noch einen Jingle machen, weil wir noch keinen eigenen haben. Dim, dim, dli, di, di, li, di, 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 di. Brotkasten. Genau. Brotkasten. Oh, meine Güte. Oh, hell. Ja gut, Ja, lassen wir los, hä? ja, ich würde sagen. Grüezi wohl. Grüezi, grüezi. Ich hab mir gar nicht überlegt für den Anfang. Du? Ich eigentlich auch nicht. Ich würde einfach sagen, wir prätschen rein. Sind wir Also da? kannst du gerade mal erzählen, wer du bist? Ich bin der Blackjack. Ich mache Sachen im Internet. Es klingt jetzt schlimmer, als es ist, aber es ist nicht im dunklen Ecke vom Internet. Also, ich bin auf Twitch unterwegs. Ja. Und überall sonst, wo man halt so sollte unterwegs sein. Und Das ich bin da wirklich, natürlich nicht allein. Die anderen Stimmen habt ihr auch schon gehört. genau. Ich bin der Ullen, also Kurzform von Ullenbullen. Ich bin auch im Internet unterwegs. Ja, mache auch Twitch, ein bisschen YouTube, ein bisschen viel zu wenig Instagram, ein bisschen viel zu viel YouTube-Video schauen. Genau. Ja, das sind so wir zwei. Wir Video sind, schauen vor allem. ja, also, sorry, was machst du auf YouTube? Woher kommst du deine Informationen über? Natürlich nur auf der seriösesten Newsseite. Hallo? New York Times, Bloombergs. Oh, wow, wow. Also, also ohne Scheiß, jetzt sie haben eine Zeit lang schneller und bessere Informationen auf 9gag bekommen, als irgendeiner Zeitung. True, Es true. ist, es ist Es hure ist. tragisch. Ja, ja. Also vor allem eben noch was so Games und so anbelangt oder Filme. Was übrigens eine gute Transition ist, wo wir denkt mal erzählen, was wir da eigentlich machen. Ja, by the way. Ähm, was ist das, was ihr da hört? Das ist der Brotkasten. Das ist ein Podcast. Obviously. Also, Ja, ihr hört es jetzt wahrscheinlich entweder auf Apple, Spotify, Deezer, Google, keine Ahnung, wo man da überall werdet aufladen. I don't know. genau. Also ich kenne dieser null, aber Ich auch nicht grüezi bis vor alle einer Woche. Zuschauer. Ja, das ist doch nice. Das müssen wir jetzt eben umdenken. Das sind jetzt nicht Zuschauer, das sind Zuhörer, Ullen. Stimmt. Das sind Zuhörer. Zuhörer Ja, und Zuhörerinnen. genau. Genau. Oder auch Ja, ZuhörerInnen. genau. Ja, also grundsätzlich, wir haben der liebe Blackjack und ich, wir haben ist das am 1. Januar von 2024, Mhm. haben wir einfach mal gesagt, wir möchten gerne mal einen Rückblick machen von 2023, was ist da so passiert in der Gaming-Szene, in der Filmszene. Wir wollten eigentlich einen gemütlichen Morgen-Nachmittagsstream machen. Und am Schluss sind wir verfluchte, was sind es, 8 Stunden? Ja, 7 oder 8 Stunden sind wir da angehockt, ja. Und haben über das 2023 runtergelästert. Und wir sind dann mit der glorreichen Idee gekommen, hey, komm, das ist etwas, das können wir gut, wir können beide gut schnurren. Wir haben beide etwa die gleichen Interessen. Und dann machen wir doch einen Brotkasten daraus. Also einen Podcast. Also die gleichen Interessen, wir haben in gewissen Orten die gleichen Interessen, aber in vielen Orten eben auch nicht. Und ich glaube, genau das könnte es interessant machen. Oh ja, oh ja. Und Das stimmt ja, eigentlich. Du, ja genau. du bist ja Erst eher so der Januar. Autofreak. Bisschen. Ja, ich habe keine Ahnung von Auto. Hauptsache es fährt. Das ist meistens auch gut, wenn es. Also, der Sinn und Zweck davon, ja. Mhm. Ja, also Autofreak. Auch schon mehr gewesen, tatsächlich. Es ist halt. Es sind zwei teure Hobby. Gamen, ganze PC-Zeug, Technik. Ich könnte mir jeden Tag irgendein scheiß Gadget kaufen. Sei es auf, ich nenne jetzt hier keine Webseitennamen, aber wir kennen alle das in der Schweiz, was man so Zeugs überall bestellt. Und wenn du noch irgendwie so Autos willst,
Irgendwo musst du einfach mal eine Grenze ziehen und sagen, so, jetzt, so und so ist gut. So und so ist gut, ja. Aber eben tatsächlich, wenn wir zu unserem Podcast-Thema zurückkommen, wir tun da wahrscheinlich nicht gross über Auto diskutieren, tatsächlich, Mhm. sondern über das andere, wo wir zusammen ein bisschen teilen. Ob es jetzt gleicher Meinung oder ungleicher Meinung ist. Vor allem so Filme, Serien, Spiele, die im letzten Monat rausgekommen sind. Vielleicht auch neue Gadgets, so sind Gaming-News. Also wir haben jetzt so kein strukturiertes Programm oder so, wir tun einfach frisch von der Leber. Obwohl wir links oder rechts von uns, das sehen ihr jetzt ja natürlich nicht, haben wir unsere Spickzettel offen. Für den Fall, dass uns nichts mehr in den Sinn kommen, hätten wir da immerhin noch etwas. Genau. Genau. Einfach so ein Genau. bisschen unsere Nerd-Adern noch mehr ausleben, sag's mal so. Ja, unsere Irgendeinen Furz zu Nerdadern. erzählen haben. Furz, das ist gut. Ja. Das ist gut. So, und jetzt mit was fangen wir an? Ja, bevor wir vielleicht irgendwie in ein Thema reingehen, noch etwas Administratives. Einfach nochmal. Erstens mal danke an alle, die schon irgendwie bis so weit gehört haben, die 6 Minuten. Los ich bitte weiter. Würde uns mega freuen. Auf jeden Ähm, Fall. Also 6 Minuten. Also, wir probieren ja wirklich alles ungeschnitten drinnen zu lassen. Ja, so, erstens haben wir wahrscheinlich alle keine Lust, zum Stück schon eine Stunde lang rausschneiden. Und das ist das Nächste. Also, unsere Episoden planen wir so plus minus eine Stunde. Ich glaube, das ist ein gutes Ding. Es kann noch jeder etwas so zuhören. Ob es mal länger, ein bisschen weniger lang geht. Also, wir sind da nicht zeitlich begrenzt. Und ihr könnt eigentlich jeden ersten Montag im Monat gibt es so eine Folge. Das ist eigentlich der Plan. Wir wollen nicht Genau. jede Woche oder nicht alle 2 Wochen, sondern einfach so, wir nehmen Ende Monat auf. Aber so ein bisschen auch als Rückblick vielleicht zum Monat, wie der Ulrich erzählt hat. Und quatschen da so, was wir letzten Monat geschaut haben, gemacht haben, gespielt haben, gekauft haben, nicht gespielt haben. Wo wir wollen spielen, aber wir können nicht, weil wir keine Zeit haben. Genau. Und dann am Montag drauf kommt es raus. Also ihr seid immer recht nah an der Aufnahme. Wir probieren jetzt am Wochenende aufzunehmen. Voraussichtlich am Samstag, wenn es klappt. Wenn wir dann schauen wegen der Termine. Und am Montag kommt die ungeschnittene Wahrheit, ob sie vertragen oder nicht. Das ist der Wahrheit. Der Wahrheit. Ja, der Wahrheit. Genau. Also, Ja. Orlen, erzähl mal, Also, was hast du diesen Monat... Mit was wollen wir anfangen? ja, wenn wir mal ein bisschen, also schnell die Liste schauen, was ich am meisten habe. Ich glaube, ich habe viele Serien, die ich gesehen habe. Also viele Serien, die ich gerade am Schauen bin. Okay. Tatsächlich. Wir sind ja beide grosse D&D-Fans. Also vielleicht Dungeons and Dragons. Ich werde das schnell ein bisschen erläutern. Ich probiere mich in der letzten ein bisschen als Dungeon Master und der Blackjack ist, glaube ich, eher der Spieler. Mhm. Und auf Netflix gibt es tatsächlich einen neuen Anime, der heißt Delicious in Dungeons. Oh, von dem habe ich, glaube ich, gehört. Ey, ich habe dort geschaut und es ist eigentlich eine mega geile Idee. Das ist eigentlich eine Gruppe von Leuten, also halt, was ist ein Mensch, eine Elfin und ein Hobbit. Ein Halbling ist es. Die sind vorher in einer Vierergruppe unterwegs gewesen und sind von einem roten Drachen angegriffen worden. Die Schwester vom Mensch ist gefressen worden. Dann sind sie wieder am Anfang zurück gewesen, weil sie gerettet worden sind und jetzt haben sie eigentlich die Aufgabe, ihre Schwester zu retten, die vom Drachen gefressen worden ist. Weil der Drache, der hat scheinbar irgendein gewisses Zeitchen, bis er seine Mahlzeiten vertraut hat. Ja, Okay. also der Plot von der Story ist so ein bisschen dahingestellt.
Aber sie treffen nachher einen Zwerg, wo eigentlich, also sie haben dann kein Geld und können sich keine Rationen kaufen. Sie haben nichts zu essen. Mhm. Und dann treffen sie einen Zwerg, den Senji, und der bringt ihnen dann immer wieder bei, wie man Monster von einem Dungeon kochen. Und es ist mega kreativ, wie die das dort machen im Fall, dass sie zum Beispiel sagen, ja, du hast da irgendwie so eine Chimäre wo irgendwie der eine Seite ist ein Schlangenkopf und die andere Seite ist ein Huhn. Ich weiß jetzt nicht, ob es ein Chimäre ist oder... Nein, es ist ein Basilisk. Entschuldigung. Und irgendwie die Eier musst du so zubereiten, damit sie nicht giftig sind. Das ist wirklich mega gut gemacht. Und ich feiere das so, es ist so gut. Und tatsächlich muss ich ehrlich gesagt sagen, es hat ein paar Weisheiten drin, wo ich mir muss sagen, Kollege, die haben sich ein bisschen etwas überlegt bei dieser Serie. Es ist Okay. wirklich, es ist super. Ich glaube, ich habe einen Trailer von der gesehen und ich war hure verstört zuerst. Ich dachte, was zum Ja, Teufel ist das? ja. Und ich bin so eine, ich gebe mir gerne mal eine Chance so in einer Serie, einfach mal so eine Folge. Ja. Wenn es mich bei einer Folge nicht überzeugt, dann, ja, dann ist es schwierig. Aber wirklich, die ist super gewesen. Und Also das heisst, du wirklich, hast auch weitergeschaut oder fertig geschaut, oder was? ja, also das ist eben das Schöne. Das ist etwas, was ich mega gern habe. Das habe ich auch bei The Mandalorian gefeiert. Es kommt alle Woche eine Folge raus. Oh nein, du bist auch Befürworter von dem? Nicht unbedingt, aber ich mag's. Ich mag's, weil es ist so etwas, wo ich mich auf etwas freuen kann. Ich kann mich auf einen Donnerstag freuen, auch wenn der Donnerstag ein richtig beschissener Scheiß-Tag ist, weiss ich. Ich kann zu Abend eine halbe Stunde hinsitzen, irgendein Tee trinken, mein zauberter Zwergentee. Und, und kann man die Folge reinziehen, 20 Minuten, kannst du ein bisschen abschalten. Ja. Also entweder geht es mir einfach schon so schlecht, dass mir 20 Minuten nicht lange zum Abschalten. Oder ich bin einfach so konditioniert worden über die letzten Jahre, dass ich muss sagen, Alter, wenn du schon eine Serie raushaust und fertig hast, dann hau sie raus und mach nicht irgendwie so eine alle Wochen eine Folge. Ich weiss halt nicht, ob sie mit der Synchronisation nicht hinten kommen. Das ist ein bisschen Question eher. Aber Ja, aber auch dann, das hat für mich, also weißt du, früher und so, okay, ja, ich verstehe es, aber dann kommen sie im Video on Demand, hauen Serien über 10 Jahre raus, hier eine Staffel, jedes Jahr eine volle Staffel. Und auf einmal kommen sie auf einen Furz und merken, ah Scheiße, jetzt hat mega viel Konkurrenz. Ah shit, jetzt müssen wir irgendwie die Leute länger bei uns behalten. Ah, weißt du was? Die Idee, das hat sicher noch niemand gemacht. Wir hauen jetzt nur noch jede Woche eine Folge raus. Oder die Schlimmeren sind ja alle 2 Wochen eine Folge. ja gut, das finde ich dumm. Und dann muss ich sagen, ja Kollegen, also, ich weiß auch nicht, habt ihr nichts gelernt von früher? Also, Also ich bin Fan von... Also es könnte regelmäßiger sein, aber es muss jetzt nicht... ich weiß nicht. Was ich halt schade finde, ist, wenn du eine komplette Serie hast, wo du wirklich zack kannst durchschauen. hm? Dann hast du da Leute, die so angefressen sind davon, dass sie einfach den kompletten Shit durchsuchten. Ja, ihr sagt es jetzt nicht, aber der Blackjack tut sich gerade selber bezeichnen. Nein, das Blöde ist, da habe ich vielleicht nicht so viel Zeit und kann die letzten 2 Folgen nicht schauen. Und da können wir schon nicht mehr diskutieren. Da können wir schon nicht mehr diskutieren über die Serie. Weißt du, was ich meine? Weil du Ja, kannst mich dann spoilern. ja, aber come on, come on. Ja, Also, da kann ich mich auch zurückhalten, wegen diesen 2 Folgen nicht zu spoilern. ja. Du kannst das, ich nicht. Nein, also wirklich tatsächlich, das ist so ein bisschen mein... Ja, Okay. eben, es ist jetzt aber auch nicht eine Serie, wo ich so am Suchten bin und sage, du musst jetzt weiter schauen. Mhm. Nein, das ist wirklich so. Einmal pro Woche langt, ist easy. Ja. Was schaust du gerade so? Eine Serie? Ich habe diesen Monat hure Gas gegeben. Ich bin halt irgendwie genau das Gegenteil. Ich habe auch kein Problem,
3 Monate zu warten, bis eine Serie komplett draussen ist. Aber da kommt von mir einfach jeder an den Ring geschmissen über, ey, ich will nichts wissen, ich will nicht gespoilert werden. Ja. Und dann wird das Zeug durchgesuchtet. Also ich mache jetzt das Beispiel For All Mankind. Das ist eine Serie, kenne ich tatsächlich nicht so viel, ist auf, ich glaube auf Apple. Ähm, ich bin recht unbefangen damals in die erste Staffel rein und die hat mich voll abgeholt. Das ist etwas vom Geilsten, was die Serie in den letzten Jahren rausgebracht hat. Eigentlich, stellt euch vor, eine alternative Geschichte von der Weltraumfahrt. Also von der Raumfahrt. Was, wenn die Amis nicht die Ersten gewesen wären, die da oben waren, sondern die Russen. Und das Okay. haben sie jetzt recht weitergezogen, mehrere Staffeln sogar. Sie sind mittlerweile auf dem Mars. Sorry für den Spoiler für alle, die es noch nicht gesehen haben. Das hat vielleicht vorher sollen kommen, aber es ist schon spät. Aber, Entschuldigung, das ist der erste Podcast. Hä? Wir sind noch am Üben. ja, genau. Nein, es ist. Ich finde es richtig geil. Ich bin voll abgeholt von dieser Serie und da habe ich wirklich kein Problem, 2 Monate, 3 Monate zu warten, bis alle Folgen draussen sind von einer Staffel und dann wird aber gib ihm. Also ich glaube, ich habe 2 oder 3 Tage gebraucht, dann habe ich alles gesehen. Wow, Ich okay. bin voll durch. Also dann kann ich wirklich auch dranbleiben. Ein Sonntagnachmittag oder ein Samstagnachmittag, I don't care. Der fährt bei mir um 11 Uhr an und hört um 6 Uhr auf. Und dann habe ich aber dort For All Mankind geschaut. Aber bist du dann einer, der fix einfach die Serie schaut, der sich aufs Sofa flätzt, ein bisschen Chips nimmt und die Serie schaut, oder machst du noch etwas nebenbei? Kommt ganz auf die Serie drauf an. Mittlerweile schaue ich eigentlich meistens auch nur noch Serien, die ich wirklich effektiv schauen will, wo ich dann aufs Sofa hocke und dann, oder liege und dann wird geschaut. Es gibt Okay. selten noch etwas, wo ich einfach so nebenbei schaue, tatsächlich. Das ist eher so Twitch. Dort läuft dann irgendwie, wenn ich irgendetwas am PC mache, läuft einfach nebenbei Twitch. Irgendein Wa- IRL-Streamer oder so oder irgendetwas. Ein IRL-Streamer. Okay. Ich weiss nicht, das ist nicht Ich so bin meine Welt. während Corona bin ich voll in das hineingeschliffert im Fall. Sicher? Ja. Vorher schon ein bisschen, aber Corona, Homeoffice, das läuft einfach die ganze Zeit nebendran. Ja, why not? Irgend so einen, vor allem hauptsächlich amerikanische oder asiatische Streamer, also wo auf Englisch ist. Ich nenne jetzt mal ein paar Namen, der meisten sagen es vielleicht nicht, vielleicht der gewissen schon, der Joey Chaotic oder ein Rob CD oder ein Chase Treasy. Das sind so die 3, wo, wenn irgendetwas läuft, wenn ich sei es am Arbeiten bin oder irgendetwas anderes, dann läuft einfach so etwas nebendran. Wenn andere ein Radio am Laufen haben oder so. Okay. Kenne ich gerade gar nicht, die Leute. Verstehe ich auch voll. Also, Ich habe halt in dieser Zeit, besser gesagt, gut, das schaue ich einmal heute noch, das finde ich mega entspannend. Einfach so Leute, die in so einen 5-Sterne-Zug-Express einsteigen und so ein bisschen zeigen, was das für ein Zug ist. Und dann fahren sie einfach von A nach B und dann steigen sie aus. Und ja, ich denke mir immer so, Scheiße, und jetzt habe ich dem eine halbe Stunde zugeschaut, wie der Zug fährt. Aber es ist mega interessant und irgendwie macht es dir schon Lust, mal dorthin zu gehen. Einfach damit du mit dem Zug mal kannst rumdüsen. ich bin vor 2 oder 3 Wochen bin ich kurz in fast das gleiche Rabbit Hole reingegangen. Habe ich ein Video, ist mir vorgeschlagen worden auf YouTube, out of nowhere. Einer, was hat er, ich glaube, 7 oder 8 oder noch mehr, oder hat er gesagt, jeder Kontinent mit dem Erstklassenflug. Oder mit dem besten, mit der höchsten Klasse, die geht, irgendwie so. Ja, da habe ich glaube auch gesehen. Holy shit, ey, der ist einfach irgendwie.
eigentlich von Flughotel zu Flughotel. Ja. Also, pff, Und tatsächlich viele sagen, das ist ein schweizerischer Flughafen und so. Und ich glaube, das sind gar nicht mal so schlecht. mhm. Also für die es vielleicht nicht mitbekommen haben, wir sind beides Schweizer. Hä? also, also wir wohnen in der Schweiz, so muss ich sagen. Genau. Hast du keinen Schweizer Pass, oder? Natürlich habe ich einen Schweizer Pass. Ah, okay. Also ich Hast du müsste gesagt, mal ob wieder wir einen das neuen Projekt machen. dann wieder beenden oder so? Oder? Nein. Nein, Nee. hey, das war ein dummer Witz gewesen. Entschuldigung. Nein, ich müsste mal einen neuen haben. Seit dem Juni ist er abgelaufen. Ich Ah, hab's bist einfach, also ja, kein richtiger Eidgenoss mehr. nein, er hat einen Riss drin. Also das ID-Kärtchen. What? Ich hoffe nicht mehr, dass ich nicht also eigentlich so viel wie ich weiss, das spielt ja keine Rolle, ob jetzt der noch aktiv gültig ist oder nicht, weil du darfst mit dem einfach nicht ins Ausland. So Also, viel wie was ich ist weiss. abgelaufen? Ist die Idee abgelaufen oder der Die Pass? Idee. Die Idee. Ja, dann darfst du glaube ich, einfach nicht aus. Also, ja. Also, Weißt dürfen. Du musst dich einfach nicht vor, verwünschen. also vielleicht eine kleine Anekdotenstory zu einer Idee. Mein Bruder, Ja. also ich muss von vorne anfangen. Meine Mami hat gesagt, komm, wir gehen doch mal auf Wien. Hm? Und mein Bruder ist dann nachher sind wir am Flughafen gewesen, und plötzlich sagt er, Scheiße, ich habe meine Idee nicht. Am fucking Flughafen. Und wir so, Scheiße, wir können jetzt nicht zurück. Dann haben die am Flughafen einfach gesagt, ja, ihr seid ja Schweizer, oder? Ja, geht einfach mit, vielleicht habt ihr Glück und ihr möchtet die Idee nicht zeigen. Hey, der ist auf Österreich geflogen, auf Wien, ohne ein einziges Mal den scheiß Pass zu zeigen. Oder respektive Oh, die Identitätskarte. oh. Ja, Und gut, das ja, kann ja noch passieren mit diesen Abkommen und alles. ja. Ist ja weniger schlimm, aber trotzdem krass. Das ist einfach ohne Idee ist er dorthin geflogen. Das war noch nice gewesen. Ich hatte noch einen geilen, wo ich mal auf einer Geschäftsreise war, auf Bulgarien. Mhm. Und mein Chef ist ein Engländer, hat einen englischen Pass alles. Und das ist genau, ich weiß nicht, ob es sogar wirklich genau über dasselbe Wochenende war oder irgendwie derselbe Woche, wo sie da den Brexit vollzogen haben. Ja. Die geilste Situation, ich glaube, das war Sofia am Flughafen, wo es eigentlich wieder darum gegangen ist, ja, EU oder nicht. Mhm. Jetzt 2 Schalter gehabt, da ist gestanden, EU-Abkommen, Dingsbums, Pass, alle anderen. Und ich so, ja, du, Entschuldigung, ich warte drinnen. Beim EU-Dings ist einfach an, Pass zeigen, zack, rein. Bis war eine Scheiße. riesige Schlange gewesen. Und er musste hinten anstehen. Er hat es zuerst No. probiert, dann hat sie gesagt, ja, nein, Entschuldigung, der gilt nicht mehr so. Oh, Das ist, fuck. und, also das war sowieso ein scheiß Heimflug für ihn. Wir sind durch die Sicherheitskontrolle, wo er dann auch mal drin war, sind Mhm. wir überall durchgekommen, stehen vor dem Gate. Und dann heisst es bei mir, ja, für Sie ist kein Platz reserviert, Herr Blackjack. The hell? Und ich so, what? Und wir haben beide, es ist eingecheckt, wir sind noch nachschauen, es war alles okay gewesen. Und ich habe das Billett gescannt, dann hat es geheißen, ja, nicht vorhanden. Und dann haben sie geschaut und gemacht und geschaut und gemacht. Mein Chef hat nachher Holzklasse fliegen. Ich Oh, durfte shit. Business führen. Sicher nicht. Ja! Hure geil. Ich bin vorne gechillt. Ja, wenn sie noch ein oranges Heftchen, Champagner oder so. Und ich so, Orangensaft ist gut. Und dieser kommt wahrscheinlich so ein Herzstück Brot über. Ey, das ist so geil. Ey, aber wir machen gerade mal eine Transition. Ja. Wegen Flugzeugen und so. Oh. Ich habe noch einen Film gesehen, auch auf Netflix. Schneegesellschaft. Okay, erzähl. Ich habe von dem immer nur gelesen und ich habe gehört, dass sie irgendwie so etwas hure krasses, aber ich habe kein Netflix mehr, also Jetzt muss ich gerade schauen, dass ich es nicht irgendwie falsch erzähle.
Und zwar handelt das, glaube von. Nein, es ist eine wahre Begebenheit, dass sie zu Amerika, glaube ich weiß jetzt nicht mehr von welchem Ort zu welchem Ort geflogen sind. Ich müsste schon nachher dann schnell googlen. Es geht eigentlich um Leute, die einen Flugzeugabsturz überlebt haben. Das ist, glaube ich, eine Fußballmannschaft oder Rugby-Mannschaft gewesen. Ich habe den Anfang nicht hundertprozentig Ah! mitgeschaut. Die sind abgestürzt und sind in so einem Schneegebirge gewesen. Und dort hast du, sie haben dann nichts mehr zu fressen gehabt und schon nichts. Und also eigentlich ist es kein Spoiler, es ist eine wahre Begebenheit und so, aber ich Mhm. sage jetzt gleich mal Spoiler. Es geht dann vor allem mal so in einem ersten Teil darum, wie tun sich die Leute ernähren. Und das ist eine Schneelandschaft, du hast dort nichts außer Schnee, also Wasser haben sie genug gehabt. Und die Vorräte sind dann halt auch mal Führer gewesen. Und irgendwann hat der eine gesagt, du, wir haben einen Stapel Leichen dort draussen. Es ist viel Protein, was machen wir? Dann ist der erste Teil ist so ein bisschen Konflikt zwischen dürfen wir das nicht und ja, auch so ein bisschen Religions eben Sachen, so von wegen, Gott würde uns dann nicht in den Himmel lassen, wenn wir jetzt von Menschen essen. Also es ist dort ein relativ krasser Kampf dann. Also sie gehen nie gegeneinander los. Es ist wirklich eher Mhm. so ein bisschen Diskussion von wegen, hey, wenn wir jetzt Menschen essen oder nicht? Am Schluss ja. Und sie haben nichts anderes zu essen gehabt. Und Ja, der zweite Teil ist dann gewesen, wie sie von dort wegkommen. Also es ist gut gemacht. Ist zerrt schon ein bisschen an den Nerven. Und das sind halt je nachdem auch Fragen, wo du dir auch mal so ein bisschen stellst. Also, ja. absolut. Jetzt, wo gesagt hast, Fußballmannschaft oder eben Rugby, irgendetwas so ist es gewesen. Ich habe von dem Vorfall gehört, ja. Oder respektive gelesen schon. Also Ich das bin jetzt heisst, mal es so geht für wirklich um den. Schneegesellschaft. Ich bin mal so die Schneegesellschaft, Film wie. Äh, warte jetzt, Filmdrama, bla 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 bla. Ja, da hat jetzt gerade nicht auf Anhieb drin, was es ist. Mhm. Aber es sind alles Kameraden. Ich glaube, so ein bisschen, ja. Aha, als die Mitglieder der uruguayischen Rugby-Mannschaft, das war von Uruguay, gewesen. Old Christians haben die geheissen. Die haben dann nachher einen Flüge nach Chile und, also nach Chile ist der geflogen. Und dann sind sie dort irgendwie eben über die Anden sind sie geflogen und dann sind sie dort abgestürzt. Genau. Okay, in dem Und, Fall nicht Amerika. nein, in dem Fall nicht. Habe ich nicht gesagt, Südamerika? Nein, Uruguay ist schon bei uns. Ey, ich bin hure gut heute. Ja, Geografie habe ich auch Fensterplatz gehabt, und Ey, das heute noch. Also. fix. Fix. Ja, und also vielleicht so als Information dazu, die Nacht, in der ersten Nacht Temperaturen von -30 und -40 Grad gehabt. Ach, Kurzhosenwetter. Ja, ja, Ungefähr. für Schweizer vielleicht schon. Äh, Produktionsland. Uruguay, Spanien, Chile. okay. Ja. Ich weiß nicht, ich habe von dem jetzt die ganze Zeit, man hat immer wieder überall etwas davon gelesen oder so, aber ich habe mir schon gedacht, dass es um die Geschichte geht, von denen, wo eben, Das ist definitiv wenn man, empfehlenswert. wenn man Kannibalismus oder nicht, oder wie auch immer. Aber ich kann mir die Frage selbst gar nicht. Ich glaube, das ist auch eine Frage, die man sich nicht muss stellen muss, wenn man nicht in dieser Situation ist. Kommt vielleicht auch darauf an, mit wem man dort drinnen ist. Ich meine, wenn ich mit dir wäre, ich hätte dich zum Fressen gern. Oh, Checkst? Jesus. Oh. So, wenn wir unterwegs sind, mal, und ich habe immer so ein Päckchen Pfeffer, ein Päckchen Salz und, was natürlich gar nicht darf fehlen, ein Päckchen Paniermehl. Ich kann sagen, Eimehl und Paniermehl. Ja, Ei wird halt schnell schlecht. Aber da hast du immer noch die Wieso, du Chance, hast dass immer vielleicht zwei im irgendein. Sack.
Ja gut, wenn du die aufschlagen kannst du das machen. Ich weiß ja nicht. Aber es hat an vielen Orten Vögel. Also irgendwo findest du es eigentlich vielleicht. Ja, Glück hast. wie gestern gesagt hast, auch ein blindes Huhn findet mal ein Ei. Genau. Es war spät gewesen. Ja. Ja, das war aber lustig gewesen. Ich habe tatsächlich, habe ich einen Film geschaut? Ah ja doch. Oh Gott. Ich habe mir diese Woche den neuen Transformer mal reingezogen. Boah, da bin ich Einfach, schon ewig draus. einfach weil ich, ja, also ich kann es nicht mehr im Kino schauen, aber ich habe gedacht, ey, komm, jetzt hast du da, jetzt schaust du mal. Und an und für sich, Defekt und so, also CGI ist tatsächlich nicht mal so schlecht, habe ich jetzt das Gefühl gehabt. Mhm. Aber es ist halt wieder, also das Copy-Paste-Konzept vom Besten, also ja. Ich, we- Es ist gleich wie mit Fast and the Furious, wo alle mittlerweile sagen, ja, es gibt nochmal einen, es gibt nochmal einen. Dann sage ich auch, ja, es gibt nochmal einen Transformer. Was? Ja. Also, ich bin schon beim dritten Film. Wirklich, das ist das erste Mal, wo ich im Kino eingeschlafen bin. Das war bei Transformers 3. Gewesen. Okay. Nicht im 1, nicht im 2, im 3. Und der Das ist, vierte mit dem Mark Wahlberg ist, glaube ich, der letzte, den ich gesehen habe. ja. Ich weiß gar nicht, wie viel es insgesamt gibt. Ich gehe für genug. Geh für genug. Bumblebee wiederum habe ich tatsächlich nicht mal so schlecht gefunden. So der Anfang von eigentlich, was mit ihm passiert ist und so. Das habe ich wirklich gar nicht mal so schlecht gefunden. Das kleine Spin-off, der Film. Tatsächlich habe ich nicht mal gewusst, dass es den gibt. Mal, ich habe ihn schon. Mal. Aber ich habe nicht gewusst, dass es ein Spin-off direkt von ihm ist. Oh, das ist wirklich nicht schlecht gewesen. Ja, nicht Ist er, mal da, schlecht gefunden. ist er da so ein grusiger Chevrolet? Oder was ist er dort? Also, was ist er im Transformers? Und er mit zusammenschießt, du bist so ein grusiges Auto und dann geht er irgendeine Karre kopieren. Ich weiß es Oh, nicht mehr. das tut mir jetzt gerade fast ein bisschen weh. Nein, also sorry, ich habe das ältere Auto viel geiler gefunden. Hätte man einfach ein bisschen schöner machen. Nein, aber der. Ullen. Soll er sagen, was er in dem Spin-off ist? Was? Du wirst lautlos lachen. Soll er sagen, was er im Ja, Spin-off erzähl's ist? mal. Ich muss googeln, was es ist. Ich glaube, du würdest nicht drauf. Nein, für das musst du definitiv nicht googlen. Ja, also erzähl, was ist er? Du mal raten. Ein Viper. Was könnte er sein? Ein Peugeot. Was hat er gesagt? Ein Viper, ein Ja, Peugeot? so ein Dodge Beides Viper. falsch. Beides falsch. Jetzt, Ich glaube nicht, dass du drauf kommst. Aber. ein Honda irgendwie so, weißt du, wo also mm, die Lampen noch aufklappen. mm, Scheiße. Gut, mein Wissen von Autos ist es ein VW Polo. mm, Ein Golf. mm. Okay. Jetzt weiß ich nicht mehr. Ein VW Käfer. Er ist ein VW Käfer in dem Film. Er ist ein fucking Herbie. Ja. Fuck, stimmt. Er ist ein fucking Herbie. Für die Leute, Oh die Gott. Herbie nicht kennen, das ist ein uralter Film, Oh Gott. wo einer mit einem Käfer an ein Rennen geht und das Auto hat ein eigenes Leben. Das war mein Lieblingsding früher. Ey. Der Herbie. Oh, ich habe die Herbie. Filme als kleiner Bub geliebt. Das ist, 3 hat es gegeben, gell? Ich weiß gar nicht mehr, ich muss mal schauen. Ich meine, es hat 3 gegeben und Also, dann hat es noch einen Remaster gegeben mit der Lindsay Lohan, wo sie die ja, Brüste genau. verkleinern, weil es ein Kinderfilm war. Stimmt. Aber ja, voll. Das habe ich voll nicht daran gedacht, dass das eigentlich ein Herbie ist. Es ist ein Roboter-VW-Käfer. Schön. Ey, jetzt musst du dir vorstellen, jetzt weißt du, woher aus der Herbie kommt. Ein Das ist ein fucking, Crossover. das ist ein fucking Transformer. Wow! Der Herbie ist ein Transformer. What Scheiße. the heck? Also manchmal, my genius is almost frightening.
Schlimmer Scheiß. Ah, Eben tatsächlich, Transformers ist bei mir, eben, wie ja, du sagst, Copy-Paste. Ja, ja. so Darum gehe ich viel. es auch nicht mehr Nein, ins Kino schauen. nee, definitiv nicht. Aber, weißt du, von was als ich gelesen habe? Ich weiß nicht, ob dir das etwas sagt. Kennst du den Film Code 8? Code 8? Tatsächlich nicht. Es ist Oder tatsächlich ist sogar eine kleine Serie. Ist es echt eine kleine Serie gewesen? Nein, es war ein Kurzfilm gewesen, ja. Es war ein Film gewesen. Ist mit dem, ich weiß, hast du Arrow gesehen? Sagt der Arrow etwas? für die DC? Leute, die es gerade nicht sehen, ich bin am Googlen. Ja, mit dem Stephen Amell heisst er, glaube ich. Ja, genau. Und Code 8 ist auch mit ihm, zusammen mit seinem Bruder dem Robbie einmal. Den kennt man vielleicht aus Uploaded, aus der Amazon-Serie. Ähm, also Code 8 ist ein Kurzfilm, ist aus dem 2019. Geht um Superkräfte, kriminelle Gruppierungen und so weiter und so fort. Also schaut ihn mal, wenn ihr den noch nicht gesehen habt. Ich finde, es ist empfehlenswert. Und unerwartet gibt es eine Fortsetzung das Jahr auf Netflix von Code 8. Weil er ist tatsächlich so geendet, dass man eine Fortsetzung machen kann. Oh, holy crap. Und das finde ich richtig nice, dass dort eine Fortsetzung machen. Ich glaube, der erste Teil sollte sogar auf Netflix sein, meinte ich. Alter, das ist fucking Chappy. Ich sehe einfach Roboter-Polizisten. Ich bin dabei. Ja, ein bisschen, ja. Chappie, es hat schon ein bisschen Ähnlichkeit, ja, absolut. Ich sehe einfach Roboter, die als Polizisten agieren. Ich bin dabei. Das sind Er fucking ist, Terminators. er ist wirklich gut. Ich habe den nicht gekannt vorher, habe den damals geschaut, als er gekommen ist und habe gedacht, what? Okay, hure geil. Vor allem, seit Arrow bin ich ein rechter, also Fan ist jetzt vielleicht übertrieben, aber ich finde Stephen Amell einfach in dieser Rolle vom Arrow, die er durchgespielt hat, absolut grandios. Und ja, hätte ich jetzt über DC aber Marvel ist besser, DC schlecht. I don't fucking care. Superman und Batman sind immer noch die Besten. Ich bin ehrlich, ich wollte gerade fragen, wo der Green Arrow hergehört, ob DC oder Marvel. Ich habe es jetzt gerade nicht im Kopf gehabt. DC. Weil tatsächlich bei Marvel gibt es. Ich habe mal einen Comic gesehen, wo eben einer auch mitspielt. Also, wo sie einen gezeichnet haben. Der hat ausgesehen wie der Robin Hood. Und das ist aber, glaube ich, dann nachher der Hawkeye gewesen. In diesem Comic. Darum bin Ja, ich mir das jetzt kann gerade vielleicht nicht sein. Ja. sicher sein, aber. Ja. Weil er hat ja auch dadurch viel Ähnlichkeit von der Figur her. Ja. So ein bisschen die Einzelgänger, Bogen, Ninja, Assassinen, you name Ja. it. Aber also ich mache da eh keinen grossen Unterschied mehr zwischen DC und Marvel. Es sind beide ihre Supercharaktere, es hat um beide ihre Scheißcharaktere. Mhm. Fun Fact, hast du gewusst, es gibt ich habe mal in einem YouTube-Video gesehen, wo sie aufgelistet haben, wer alles der Thanos kann töten. Und scheinbar Squirrel Girl kann den Thanos töten. Okay. Warum auch immer. Was irgendwie scheinbar so übermächtig ist. Also das ist nur ein Fun Okay. Fact, he? Das ist nicht irgendeine Behauptung. Ah, Ja, das ist krass. Was ich noch gesehen habe, was ich auch noch empfehlen wollte, auf Netflix, oh nein, auf Disney ist jetzt der Dings, der Creator. oh ja. Einer von meinen Favorites vom 2023 tatsächlich. Absolut. Wenn ihr ihn schaut, gebt euch den. Und wenn ihr ein bisschen Fallout-Fan seid, vor allem Fallout 4, seht ihr ein paar Easter Eggs. Das habe ich mega lustig gefunden. Das ist so ein kleines Film-Highlight von letztes Jahr gewesen, Ja. tatsächlich. Ich habe nie gross etwas gehört oder gesehen von dem.
bis so, glaube ich, eine Woche oder so, 2 Wochen, bevor er rausgekommen ist, wo man gesagt hat: «Hey, komm, wir gehen den schauen.» Mhm. Und ich bin absolut positiv überrascht gewesen von dem Film. Ja, ich meine, eben, viele sagen, die Story ist jetzt nicht neu. Nein, ist sie auch nicht. Mhm. Aber es ist wieder mal ein Film. Ein Film, kannst du reinhocken, kannst 2 Stunden ein bisschen geifern, dann gehst du wieder heim. Ja. Fertig. Und vor allem, Ja. es zeigt eigentlich mehr, dass du nicht ein x Millionen oder 100 Millionen Budget brauchst, wenn ein Marvel-Movie nachher absolut oder ein DC-Movie wie Flash mit seinen super tollen, ach Gott, CGI-Effekten, das tut einfach jetzt noch weh. Ich Wenn meine, jetzt, ich glaube, Creator hat ein hure kleines Budget gehabt im Vergleich, ist aber ein absolutes Highlight gewesen. Ich bin jetzt gerade schnell am Schauen. ja, das Schöne ist ja auch, dass der den Film gedreht hat, der hat, glaube ich, bei The Mandalorian hat er mitgemacht. Und das ist wirklich auch einer, der ist noch ein bisschen altmodische Schule. Der nimmt die Leute und geht an den Standort hin Ja, drehen. Also das ja. ist wenig von der Kulisse ist wirklich CGI. Der ist wirklich dort mit diesen Leuten und filmt das. Ja, das hast du aber an den Bildern auch angemerkt. Auch. Ja, das Also die, merkst du halt einfach. die weiten Schüsse, also weißt du, so die weiten Kameraaufnahmen mit Mhm. der Ebene im Hintergrund, mit dem Gebirge und so, holy, hat das gezogen. Ja, Also vor allem, also wenn irgendeiner den noch nicht gesehen hat und jetzt denkt, den muss ich unbedingt schauen, schaut, dass er den im IMAX schauen. Das lohnt sich aufs höchste Grad. das stimmt, ja. Das stimmt. Habe ihn leider Richtig nur in gut. einem kleinen Kino gesehen, aber das ist schon. Ja, das ist ein recht nice. Ich glaub, da gönne ich mir das Wochenende. Das mal Genau. schauen, vielleicht schauen auch nochmal. Das kann ich aber selten. Ein Film gerade nochmal schauen. Ich habe dort manchmal so ein Brain, ich muss wirklich 2 Jahre warten, bis ich irgendeinen Film wieder schauen kann, weil ich lade den Film an und dann innerhalb von einer Minute läuft in meinem Kopf aber der ganze Film ab und ich weiß schon wieder, ja, so geht's aus, ja. Kann ich wieder Ja, abschalten. aber du hast sicherlich auch Filme, wo du alle Jahr mindestens eine schaust. Ja, Ja, ja. genau. Also bei mir ist es ja Last Samurai zum Beispiel. Da schaue ich jedes Jahr Oh mindestens eine. shit, das sollte man auch wieder mal schauen, ja. Und ja, jetzt wo mein Bruder DVD hat, wird es Dragonheart sicherlich wieder sein. Ist mir vorher gerade in den Mhm. Sinn gekommen wegen CGI. Mhm. Liebe Leute, wenn ihr mal die Möglichkeit habt, irgendwann Dragonheart zu schauen, der alt, der erste von 1996, schaut das mal an. Das ist noch fucking CGI gewesen. Das ist das erste Mal, dass sie irgendwie so ein grosses Objekt in einen Film hinein da haben. Und ich habe jetzt nämlich schon etwas gesehen, also nur in einem kurzen Clip, wo ich muss sagen, Alter, die haben sich relativ viel Gedanken und viel Mühe gegeben, um den Drachen zu realisieren. Das ist, genau. Und denkst, muss ich auch wieder mal schauen, Nummer 5 lebt. Okay, jetzt. Ach, meine Güte, Johnny Nummer 5. Ja. Oh no. Hast du Rabe, bist du Hexe? Oh Mann, Johnny Nummer 5. Ich mal, ich weiß nicht mehr, wo das war, ob das an einer Gamescom war oder schon irgendeiner Convention. Hat mal so einen dort gehabt. Ist mit dem rumgefahren, also natürlich ferngesteuert, aber ist mit ihm so rumgefahren und so. Das ist hammergeil. Tatsächlich, es gibt einen zu Amerika, wo, ich glaube, es ist ein Amerikaner, der einen fix fertig gebaut hat. Fix Mhm. fertig. Der kann mit dem umsteuern, kann mit dem reden, kann jedes Gelenk bewegen von dem Teil. Und Hammer. jetzt ist irgendjemand zu ihm gekommen, also mein Bruder, der hat dort jetzt noch mehr Informationen und scheinbar sind Leute zu ihm gekommen und haben gesagt, bau mehr von denen. Ich finde das ein bisschen schwierig. Weil der ist ja eigentlich Ja. dafür für die Nummer 5 nicht kennen, Nummer 5 ist ein Roboter.
wo eigentlich dafür ausgelegt ist, Krieg zu führen. Also eigentlich ein Soldat. Ja, Mhm. ist immer so ein bisschen schwierig. Eben, das kann er, glaube ich, auch, wenn er auf einen Knopf drückt, dass er so in Anger-Modus reingeht. Ja, ja, dann Das wird er ist schon doch wieder da voll geil. der Agro-Roboter. Ja, das Ja, das stimmt. ist schon wieder nice. Voll. Oh Mann, ja, dann müssen wir auch wieder mal, hey, so alte Filme. Manchmal überlegst du so, was könnte ich hätte irgendwie Bock auf einen Film und dann kommt dir einfach nichts in den Sinn. Ja. Und dann, genau dann müsstest du irgend so einen schauen, so einen Ja. Johnny Number 5 oder so. Was wir auch mal gemacht haben, ist einfach ein Glas voll mit Filmen. Wenn du nicht weißt, was du schauen willst, dann nimmst du raus und dann machst du es auf und dann siehst du es gerade. Das war eine gute Ja. Idee. Einfach so random Shit. Und wenn es dir halt nicht passt, Ja, nimmst du den nächsten. ja voll. Gar keine schlechte Idee, ja. Gell, hä? Manchmal schon. Ja, manchmal ist er ein Genius. Ja, und dann ist. Äh, was, ja? Ähm, Du hast da noch etwas aufgeschrieben, das habe ich eigentlich auch noch ein bisschen aufgreifen. Wenn wir schon mal ein bisschen bei Gamings, also ich habe jetzt irgendwie noch so ein bisschen künstliche Intelligenz im Hinterkopf und ich weiß jetzt nicht, ob das etwas damit zu tun könnte haben. Mir gehört in den letzten Jahren relativ viel, dass Mitarbeiter von Gaming-Industrien oder von Gaming-Companies entlassen werden. Und zwar nicht wenig. Mhm. Das ist jetzt eine Frage von mir, und ich weiß es wirklich nicht. Hat das mit der KI zu tun oder ist das etwas Mhm. Spezifisches? Ich glaube, das hat. Ich meine, wir sehen es bei Twitch jetzt ja auch. Twitch entlädt ja auch, glaube 500 Mitarbeiter jetzt. Wenn ich gerade auf das sprechen komme, Twitch hat es dort ganz geschickt gemacht wieder mal. Dort sind sie halt schon fucking Genius, was so Kommunikation angeht. Sie hauen in den News raus, ja, so sieht es aus. Dan Clancy hat das rausgehauen. Wir müssen. Der Hä? 50-50 Dan. Da komme ich nachher drauf. Ich habe gehört, Car hat jetzt einen anderen übernommen. Oh je. Er heißt jetzt anders. Aber aus positivem Grund. Ähm, Twitch haut News raus, ja, so und so sieht es aus, bla bla bla. Und aus dem Grund müssen wir 500 Leute entlassen. Und fast im gleichen Zug lassen sie eine bahnbrechende News raus, von wegen, wir tun unser Partner Plus-Programm umgestalten. Das heisst, es ist nur ein Plus-Programm, es gilt jetzt auch für Affiliates. Ich tue das vielleicht gerade mal schnell aufgreifen. Es hat bisher, also letztes Jahr, hat Twitch nach diesen riesigen Diskussionen um ihre Share und weiss ich was, hat Twitch gesagt, hey, es gibt ein Partner Plus Programm. Wenn ihr 350 wiederkehrende Subs habt innerhalb von 3 Monaten oder im Zeitraum von 3 Monaten, kommt ihr einen 70-30 Share über bis zu der Grenze von $100.000. Wenn die Grenze erreicht worden ist, $100.000, kommt ihr nur noch 50-50 über. So. Ist für viele ein erster Schritt in die richtige Richtung gewesen, aber viele haben gesagt, ey, das ist, weißt, also, das ist nicht gut. Das ist schon wie ein Provisorium, eigentlich wie beim Arbeiten. Wenn du das nicht erreichst, kommst du einfach nicht Ja, die Bonus über. ich meine, so etwas hat Twitch können machen, wenn sie schon gute Shares rausgeben. Aber Twitch hat, glaube ich, soweit ich gerade informiert bin, einer der schlechtesten Shares in der ganzen Industrie. Es ist, glaube ich, wirklich so. Ich glaube, sogar auf YouTube kommst du mehr über, wenn du deine Streams kannst monetarisieren und alles drum und dran. Ich kann jetzt genau keine Zahlen. Vielleicht für Normalsterbliche mit Shares meinst du? Wie viel Teil von einer Subscription, von einem bezahlten Abonnement, das du bekommst? Okay. Also sagen wir jetzt, von $5 kommst du bei Twitch eben 50-50 über. Okay. Also ja. Und jetzt ist es halt so, wenn du deine Provision würdest erreichen, hättest du 70-30. Also du kriegst 70 Wenn du, über und nein, Twitch 30. wenn du kommst 50-50 über,
Mhm. Oder, also ich erzähle es jetzt so, wie es bisher war. Du kommst 50-50 über, bis du 350 Punkte gehabt hast. Mhm. Wenn du 350 Punkte, wiederkehrende Punkte, das heisst wiederkehrend, du brauchst 350 Leute, die 3 Monate lang am Stück subscribed sind. Mhm. Weil eine Stufe 1 Subscription ist 1 Punkt. Darum, Ja. ich rechne das jetzt mal so. Stufe 2 ist 2 Punkte und Stufe 3, glaube ich, 6 Punkte. Also bräuchtest du dann weniger Stufe 3 Subscriptions. Aber Okay. zum Rechnen ist es einfacher mit der Stufe 1. Und du hast 350 gebraucht für 3 Monate. Also jeden Monat 350 Mal die gleichen Leute, die subscriben. Und wenn du das erreicht hast, bist du dann bist du in das Partner Plus reingekommen mit Mhm. 70-30. Und das 70-30 hat gegolten, bis du, glaube ich, einen Umsatz gemacht hast von $100.000. Und wenn die $100.000 nachher in dem 70-30 erreicht hast, Mhm. bist du wieder zurückgestuft worden. Auf 50-50. Einfach. Das macht überhaupt keinen Sinn. Also ich meine so, ich bin kein Partner. Ich habe das alle überflogen und so. Aber Anyway, Blackjack? Noch nicht. ja. Du bist noch kein Ja, Partner. das ist... ich rechne nicht damit. Wenn es passiert, schön. Wenn nicht, dann it is what it is. Anyway. Twitch ändert das Programm jetzt auf Mai, glaube ich. Oder März, ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher. So, dass es nicht nur Partner gilt, das gilt jetzt für alle. Auch Affiliates. Und sie ändern jetzt auch mit einer zusätzlichen Stufe. Du brauchst jetzt... Sie führen noch eine Zwischenstufe ein, nicht nur 50-50 und 70-30, sondern auch 60-40. Okay. Wenn du es schaffst, 3 Monate in Folge 100 Subscriber-Punkte zu haben, sprich 100 wiederkehrende Subscriptions, das ist wichtig zu erwähnen, kommst du dann 60-40 Share über. Wenn du nachher 3 Monate in Folge schaffst, 300 Subscriptions zu haben, wiederkehrende Subscription-Punkte, kommst du dann 70-30 Share über. Und was sehr viel eigentlich am meisten gefreut hat, ist, die 100.000er Grenze ist abgeschafft. Ja, macht eigentlich Sinn, sorry, du wirst eigentlich an den Eier beschnitten, wenn du halt die Umsatz mit dem machst. Ja, sie haben es ja immer damit ausgelegt, so von wegen, ja, es kostet viel, unsere Kosten sind hoch, wir können dich nicht mehr geben. Und ein Stück weit stimmt das auch. Transcoding-Zeug und so Kosten, das ist saumässig teuer. Ja. Livestreaming ist kein günstiges Unterfangen als Plattform. Nein, definitiv nicht. Darum haben sie sich ja auch also darum ist auch dort auch Amazon jetzt zum Beispiel. Weil sie ja mit den Storage, die Amazon hat, S3 Storage, ich glaube, Technologie ein bisschen testen mit Twitch. AWS eher. Oder AWS. Ah, ja, Ja. stimmt, die haben AWS. AWS Services. Merci. Ja, also was heisst das? Also, das wissen viele nicht. Amazon bietet genau das Backend von Twitch eigentlich, wie das Ganze funktioniert. Streaming-Server, Transcoding und so weiter, alles drum und dran, kannst du bei Twitch so mieten. Fun Fact, weißt du, wer das gemacht hat? Kick. Ich Ja. nicht. Kick mietet ihre Infrastruktur bei Amazon. Ich weiß nicht, ob es Wow. heute immer noch so ist, aber ich weiß garantiert, am Anfang ist es so gewesen. Die ganze Kick-Webseite Wow. ist ein Frontend, im Backend basiert das auf Amazon-Infrastruktur. Scheiße. Also ist genau die gleiche Technologie dahinter wie auf Twitch. Weißt du? Also, und das heisst, sie können dort auch wieder Geld reinnehmen. Ich habe keine Ahnung, wie gut das läuft, ob sie viele Kunden haben, oder wo das Streaming-Infrastruktur-Zeug nutzen oder so. I don't know. Aber es ist teuer. Was aber jetzt dazu kommt, sorry, wenn ich jetzt gerade einen Monolog führe. Ja, mach nur. Twitch hat vor kurzem ja
Beta geöffnet für AV1, wo sie in Zusammenarbeit mit OBS eine Beta-Version, eine OBS-Spezial-Beta-Version rausbringen, wo AV1 Transcoding oder Encoding unterstützt. Man kann sich dort anmelden, glaube ich, immer noch. Ich habe noch keinen Zugang bekommen, leider. Ich werde das mega gerne ausprobieren. Mhm. Mit allerlei anderen kleinen Features drin noch. Ich tue das jetzt nicht weiter ausführen, sonst wären wir nie fertig. Was aber dazu führt, dass all das Transcoding oder Encoding, die verschiedenen Stufen, die du jetzt auf Twitch kannst alle auswählen, wenn du zuschaust, weißt, Qualitätseinstellungen. Ist das jetzt nicht das, was du nachher alles gleichzeitig kannst Ja. senden? Genau. Sprich, dass nicht extrem viel Last von Twitch weg von den Amazon-Server. Weil du das alles auf deiner GPU kannst machen nachher mit NVENC. Ah. Die Frage ist, wie lange macht das unsere GPU noch mit? Je nachdem sehr lang. Das ist, Wieder ein glaube ich, nicht so 4080 ein oder was? Problem. Ja, Ja, wie das ist will es aber sein? eine Herausforderung im Moment. Kannst du eigentlich nur an der Beta teilnehmen und das brauchen, wenn du eine 40er-Serie-Karte hast. Ja. Äh, Ob es nachher auch, eben, es ist ein Beta. Also es kann sehr ja, gut sein, dass vielleicht später auch für weitere Karten aufgemacht wird. genau. Für eine 50er Aber Serie. das ist so ein Schritt, wo Twitch sagt, hey, wir schauen dort unsere Kosten zu verringern. Indem wir sagen, hey, ja, eure Hardware ist mittlerweile gut genug, dass ihr das selber machen könnt. Dann Ja. müssen wir nicht mehr. Ist natürlich unter anderem auch ein anderer Vorteil. Es haben viel mehr Leute die Möglichkeit, Transcoding anzubieten an ihren Zuschauern. Wo ja heute immer noch teilweise ein bisschen beschränkt ist. Ich habe zwar schon lange nicht mehr gesehen, dass ich bei einem nicht auswählen konnte. Aber es Also gibt es immer noch. für die Normalsterblichen, was der Blackjack da erzählt ist, wenn ihr in einen Stream hineingeht, könnt ihr auswählen von der Auflösung. Da das unten rechts hat, ich glaube 360, 480, Genau. 720p oder 1080p. So viel wie ich weiss, hast du früher, oder auch als ich angefangen habe, hast du bei kleinen Streamern nicht können auswählen, was du für eine Qualität hast können haben, sondern da ist dir einfach eine zugeteilt worden. Eben weil man Jein. nicht alles hat berechnen. Also so ist es mir mal gesagt worden, ich bin mir jetzt nicht mehr sicher. Es ist immer so nach einem First-Come, First-Serve-Prinzip gelaufen. Und Richtig. Partner haben immer garantiert das Coding gehabt. Wenn du Partner warst, hast du das immer bekommen. Dann haben sie es Genau. angefangen abzusetzen und haben gesagt, ja, Partner kommen jetzt alle über und wenn Ressourcen rum sind, Und dann kommst du tu es ich. auch über. Und dann haben sie irgendwann gesagt, okay, Partner kommen jetzt über. Wenn die Ressourcen rum sind, kommen die Affiliates über. Und wenn dann noch genug oben ist, kommen jetzt die anderen über. Genau. Und Das, eben, wie gesagt, ich habe es schon lange nicht mehr gesehen, dass ich bei einem nicht habe können auswählen konnte, für eine das Qualität, stimmt. dass ich einstellen will. Also, Das stimmt. Eben, und wenn sie jetzt natürlich das abschrauben, oder respektive das Problem, oder einfach die Ressourcen dann verlagern zu euch haben, kann Twitch damit Geld Geld sparen. sparen. So, das ist die Quintessenz davon. Sorry, ich wollte nicht reinreden. Ja, gut. Und Aber das denke, sagt Dan Clancy ja selber, durch die Sachen, durch die Kostenverringerungen, die sie vielleicht durch das anbringen können, wenn sie das eigentlich dann auch direkt wieder zurück an den Streamer geben. So im Sinne von, hey, finde ich aber schön, dass sie es überhaupt in Erwägung ziehen, das so zu machen. Weil die meisten hätten jetzt wahrscheinlich gesagt, du, ich streiche jetzt das Geld in meinen eigenen Hosensack. Ja. Es gibt, ich habe auch das angefangen, Anfangsjahr. Ich habe sehr viele Orte gesehen. Sehr viele Streamer, auch im deutschen Bereich, haben angefangen, aufhören, ihre Subscriptions zu bewerben auf Twitch, ihre Subs. Keine Sub-Alerts mehr, keine Panels oder was auch immer. Sie haben nicht mehr darauf hingewiesen, nicht mehr auf Prime hingewiesen, hey, dann doch mit Prime subscriben, ist kostenlos, wenn ihr Prime habt und so. Haben nicht mehr auf das gegeben, einfach weil ja, das mit dem Share, die ganzen Diskussionen, weil das alle aufgeregt haben, sehr viele sind auf Coffee umgestiegen.
Ja, Also, ich nenne jetzt keinen Namen, aber ich habe bei einem grösseren deutschen Streamer, der hat gesagt, seine Subs, nachdem er aufgehört hat, die bewerben und alles, sind um 80% eingebrochen. ich, ich glaube, ich weiß, wer du meinst. Das ist verdammt krass. Ja. Heftig. Aber eben, Kofi ist ja, kannst du immer einen Kaffee zahlen. Finde ich eigentlich auch noch eine interessante Ja, genau. Idee. Genau. Shit, jetzt haben wir schon eine Stunde durch, Mann. So, Tatsächlich, voll. sehen die Leute. Und vor allem vom Wichtigsten haben wir eigentlich gar noch nicht geredet. Von den Ja, Games. ja, tatsächlich. Ja. Wie wollen wir es machen? Wollen wir die erste Folge ein bisschen länger machen oder sagen wir? Absolut. Also, ich habe kein Problem damit. Ja, Ich habe easy. ich habe Zeit. Also, aber einfach nicht auf 8 Stunden. Hä? Nein. Wir halten jetzt im Rahmen. Nein, warum man sich eigentlich grundsätzlich auf das Thema gekommen bin, wegen Leute entlassen oder sonst schon Sachen wegen Gaming. Es gibt eine Gruppe oder wie sagt man dem? Was sind die? Gib mir schnell. Ich muss es schnell lesen, was es ist. Da tut die Leute unterhalten. Eine Softwareentwicklungsfirma, merci. Und zwar eine Softwareentwicklungsfirma, die mich als Kind ziemlich geprägt hat mit einem Spiel. Viele werden es kennen. Gothic. Geht auch noch Risen hat es gegeben und in neuester Zeit auch Elex. Piranha Bytes hat momentan extrem Mühe, weil sie fast pleite gehen. Und es war immer so ein kleines Hin und Her gewesen, ob sie jetzt wirklich aufhören oder nicht. Tatsächlich habe ich, das ist jetzt aber nur Rumors, habe ich gehört, dass es eine mögliche Verbindung könnte geben zwischen zwei Deutschen, also besser gesagt zwischen einem neuen Newcomer in der, wie sagt man denen? Nicht Spielentwickler, wie sagt man dem? Publisher. Ein neuer kommender Publisher, der Piranha Bytes eventuell könnte unterstützen könnte. Und da habe ich hure viele Hoffnungen, weil Piranha Bytes macht eigentlich schon geile Spiele. Es ist zwar auch ein bisschen Copy-Paste in den letzten Jahren, aber die haben gleich immer wieder Gothic vorgenommen, Elex und Risen. Bin ich mal gespannt, wie denn das dort weitergeht. Hast du auch Gothic Über. gespielt? Tatsächlich nicht, nein. What? Ich weiß es nicht. Ich bin relativ spät in RPG-Games und so Zeugs reingekommen. Ich Ah, okay. bin bis vor ein paar Jahren der Shooter-Player gsi, bis hinten raus. Das Hast ist du der mir können Shooter. an Shooter, dann sind Survival-Games gekommen und dann bin ich in den ganz anderen Sumpf hineingeschlittert. Dann machen wir doch gerade eine perfekte Transition. Oh. Zwei Spiele, die im Januar rausgekommen sind, wo beides Survival Games sind. Eins ist ein bisschen umstritten und das andere finde ich mega gut. Wir reden mal zuerst über das Umstrittene, das ist Paul World. Ja. Ich glaube, wir haben das letzte Jahr mal angeschaut, weil es uns Wunder genommen hat, wie viele aktive Spieler Starfield noch hat. Ja, genau. Einfach for your information, Starfield hat doppelt so wenige Spieler wie Skyrim gegenüber Fallout oder umgekehrt. Halb so. Oder Was halb ist so das viel. für ein Aus? Doppelt so wenige Spieler. Okay. Nein, also halb so viele Spieler wie Skyrim und Fallout. Also es ist relativ weit unten. Und dann haben wir dort auf der obersten Platz haben wir gesehen, halt einfach Paul World. Ja. Spiele Paul World, für die es nicht kennen, was ich nicht glaube, es ist ein Survival-Game, wo du kannst Monster fangen, die kannst du nachher als Arbeiter brauchen, du kannst sie essen, du kannst, glaube auf ihnen auch reiten und die können auch verschiedene Fähigkeiten machen und die Pals sehen halt einfach aus wie Pokémon. Wie schlecht kopierte Pokémon. Tatsächlich hat sogar einer herausgefunden, der hat geschaut, so 3D-Modelle und je nachdem, wenn die schon nur grösser und kleiner gezogen haben, es sind 1:1, sind es einfach Pokémon-Figuren gewesen.
Also, es kann man sagen, jetzt kann man jeder sagen, was er will. Das ist, interessiert mich eigentlich tatsächlich auch nicht wirklich. Also was heisst interessiert? Die Meinung interessiert mich nicht dort durch. Und ich gönne es jedem, wenn er Spaß an dem Game hat, aber schau die Monster an und lüg mir nicht ins Gesicht und sag mir, dass die nicht aussehen wie schlecht kopierte Pokémon. Oder ich sage, lass schlecht weg, wie kopierte Pokémon, Ja. die einfach verändert worden sind. Es hat Ja. halt, Gottes Namen, sehr viel Ähnlichkeit. Und schau mal, wie es fährst. Du Ja, es wirst eine ist, Kugel auf das Monster. es ist Come on. genau das. Also, Also ja. tatsächlich, ich bin eigentlich erst auf Palworld gestoßen, wo es plötzlich mal jeder gespielt hat. Ja, das gar nicht auf dem Radar gehabt. Und da habe ich mal reingeschaut. Und der Shane hat gestern gesagt, es ist das Spiel, wo eigentlich alle enttäuschte Pokémon-Spieler darauf warten. Hat er, glaube gestern Absolut. so gesagt. Muss ich sagen, nein. Bei mir hört es dann auf, wo du an einem Figürchen kannst ein Gewehr in die Hand drücken. Der war fertig gewesen. Nein, Okay, sorry. ja. Das ist hat für mich nichts mit Pokémon zu tun. Aber ich glaube, das ist nicht der Grund, warum sie so viel spielen. Ich glaube nicht, dass so viel spielen, weil du dem Monster kannst eine Waffe in die Hand drücken oder weil du kannst zum Arbeiten zwingen oder weil du drauf kannst umreiten. Oder weil du es kannst essen. Oder weil du es kannst essen. Da wären wir Ich wieder glaube, bei das ist... Delicious in Dungeon, wo kannst du Monster essen. Nein. Ja, genau. Ich glaube, das ist nicht der Hauptgrund, warum sie so viel spielen. Ich glaube, das, was der Shane gesagt hat, ist nicht ganz falsch. Yep. Ich meine, Pokémon Community ist über Jahre hinweg einfach abgespiesen worden. Ich sage es, was ist, ich gehöre nicht zu dieser Community. Ich finde Pokémon cool, aber ich habe nie einen richtigen Fuß drinnen gefunden. Also, können setzen, so. Ja, ich bin wahrscheinlich einfach die falsche Generation oder falsche Jahrgang gewesen, was das angeht. Ja. Anyway. Sie sind immer abgespiesen worden mit neuen Versionen vom gleichen Spiel. Also so wie FIFA. Ja, FIFA hat es aufs Extrem getrieben, ja. Und dann hat es, wann war das? Vor 2 Jahren, wo da das Pokémon-Game rauskam, was ein völliges Desaster war. Ich glaube, 2 Jahre ist es her, oder? Ja. Ja. Ist das rausgekommen? Pokémon Community hat sich einfach völlig verarscht gefühlt. Verstehe ich auch. Also ich hab Videos und so Zeugs gesehen und musste sagen, what the fuck? Du redest Was gerade ist mit das? einem. Ja. Ja, stimmt. Ich glaube, bei dir habe ich sogar mal zugeschaut. Das könnte noch Ja. sein. Und Ja. ja, dann verstehe ich, warum das so ein Hype ist, wenn du eigentlich jetzt, auch wenn es vielleicht nicht Pokémon heisst, nicht von Nintendo ist, so ein Game bekommst und sagst, hey, das ist genauso etwas, wie wir eigentlich immer haben wollen. Ja, gut, wobei, wenn man sich im Internet ein bisschen umschaut, so als Pokémon-Fan, es hat Haufen Leute gehabt, die selber mal etwas gebastelt haben, wo eigentlich ein cooles Pokémon gewesen wäre. Das Problem bei Pokémon ist eigentlich, ich gehe davon aus, dass das Grundprinzip ist, du gehst raus, gehst deine Pokémon vor, gehst prügeln, bist der Beste und dann ist es fertig. Das Problem aus meiner Sicht, ich habe mit dem ersten Pokémon angefangen, blaue Edition, und es ist teilweise, ja, muss ich sagen, für mich ist es am Anfang mega schwer gewesen, weil ich nicht gewusst habe, wie das Schere-Stein-Papier-Prinzip da drinnen funktioniert. Weil da bin ich ein 7-jähriger Golf gewesen, einfach nur die Monster prügeln gewesen. Und bin hure enttäuscht gewesen, dass ein Routenschlag keinen Schaden macht, sondern einfach im Gegner seine Verteidigung abdrückt. Es steht Schlag drin. Ja, aber verstehe ich. Das Problem ist auch, dass du hast mit dem Pokémon nur eine Sparte, wo du eigentlich mehr oder weniger ist, wo sie ansprechen. Das ist das, was ich das Gefühl habe. Du sprichst mit dem Pokémon-Spiel, das Grundspiel, sprichst du eigentlich nur die ganz junge Generation an. Weil es ist praktisch nichts mehr schwierig in diesem Spiel. Du kannst einfach durchsäckeln.
Wenn du dich daran musst erinnern, wenn du ein Level 100 Pokémon hast wollen haben, also in der ersten 3 Generationen, dann hast du irgendwie 4000 Mal Pokémon-Liga müssen gehen abfarmen, damit irgendeins Mal Level 100 war. Und das musst du heute nicht mehr. Und das Spiel ist eigentlich entweder darauf ausgelegt, du bist ein 7-jähriger Bursch, der seine Pokémon fährt, ein bisschen durch die Welt geht und ein bisschen seine Arenas macht, die völlig übertrieben easy sind. Oder du gehst nachher dann ins PvP rein, in Content rein. Mhm. Und für so Leute wie zu mir zum Beispiel, wo ich sage, hey, ich will gerne ein Pokémon spielen, wo ich eine Welt bereise, wie das erste, wo von Mal zu Mal schwieriger wird und am Schluss mega schwer ist, das fehlt mir. Am Schluss hast du keinen Schwierigkeitsgrad mehr. Also jetzt Mhm. in den letzten 2. Weil du bist so übertrieben stark gewesen, du hast einfach nichts mehr gehabt. Wobei jetzt viele sagen, du hast mit dem neuesten DLC von Pokémon, wo jetzt glaube ich Ende letztes Jahr oder Anfang des Jahres rausgekommen ist, hast du relativ schwere Gegner dort drin. Aber das will ich eigentlich nicht. Ich will schon beim Grundspiel eine gewisse Herausforderung haben. Mhm. Ja, Eigentlich. klar. Das war so ein bisschen das gewesen. Okay. Ja, aber da kannst du definitiv besser etwas, also Ja. ich bin da viel zu wenig drin gewesen. Ich Ja. habe halt auch nie, also, ich habe dort halt, meine Eltern haben dort alle gesagt, ja, für was willst du da Geld ausgeben für so Kärtchen? Und ja, ich, ich kann nicht klagen. Ich ha einen PC gehabt und alles. Ich habe früher Internet gehabt und alles. Ich wollte mich überhaupt nicht beklagen, aber so, bei eben so Pokémon hat es einfach gesagt, ja, dann nicht so viel Geld ausgeben für so ein bisschen Papierkärtchen, die Ja. nachher wieder verlierst oder kaputt machst oder weiss ich was. Also ich habe mir die meistens selber gekauft mit dem Sackgeld. Das habe ich zu dieser Zeit nachher mittlerweile für Töffel ausgegeben und dann ist nichts mehr rum gewesen. Ja, ich habe kein Töffel gebraucht, ich habe ein Velo gehabt. Ja, Und ich auch, aber dort Wädli wie habe ich selber Küngeli müssen renzen. bewegen. Okay. Ah. Aber eben, wenn wir schon bei so Survival-Spielen sind, wir haben ja eins von Spielen, wo wir Mm. relativ geil finden. Ich glaube, ich überlasse Opening mal bei dir. Ja. Für mich, wenn ich das, ich bin, okay, wie soll ich anfangen? Es wissen alle schon, um was es geht, Enshrouded. Es geht um Enshrouded. Und das ist es, für alle, die es noch nicht kennen, es ist ein Early Access Game, es ist ein Survival Game mit einer Story dahinter. Es ist von einem, ja, nicht gerade grossen deutschen Entwicklerstudio gemacht und publiziert worden. Und es ist sehr gut. Das Warum ist sage ich das Wahnsinn. so überrascht? Ich bin sehr skeptisch, was Early Access angeht. Ich habe einfach in den letzten 10 Jahren so viele Scheiß-Games gesehen im Early Access, wo einfach nach 3 Stunden hast du müssen sagen, ja toll, jetzt habe ich den Content gesehen, für was habe ich jetzt 30 Stutz ausgegeben? Also ich bin nicht der geht abrechnen von wegen, das hat mir jetzt 10 Stutz pro Stunde gekostet, eigentlich. Aber wenn es wirklich so schlecht, also wenn es wirklich mega schlecht ist, dann mache ich es halt gleich und dann muss ich sagen, nein, das lohnt sich nicht. Ähm, Darum habe ich dort mal einen gewissen Streamer, den Dicor, der er am Streamen war, recht mit Fragen bombardiert, weil ich einfach Mhm. sicher gehen hey, es sieht interessant aus, ich hätte wahrscheinlich Bock, das zu spielen, aber ich wollte einfach sicher sein, dass da etwas zur Substanz dahinter ist. Bis jetzt bin ich nicht enttäuscht worden, auch mit den Informationen und allem, was ich gefunden habe. Es klingt solid, was sie vorhaben. Und ich könnte einfach den ganzen Tag bauen dort drin. Im Fall. Mhm. Und ich kann die ganze Zeit Löcher buddeln. Ja, genau. Sei es im Haus. Ja, eben im Haus innen, ja. Aber du willst ja nicht. Nein, es ist ein Haus, Urlen. Baut man keine Löcher.
Nein, es ist. Ja, was? Ich kann gerade sagen, ja. Du spielst ja dort eher so was spielst du jetzt? Ein Mage, oder? Mhm. Das ist eben noch das Geile, du hast einen fucking Fähigkeitsbaum. Ja. Das finde ich eben Und vor geil. allem, wo du leist dich nicht vorher auf eine Klasse fest, sondern du kannst eigentlich frei verteilen. Du kannst sagen, ja, ich will jetzt da doch noch ein paar Punkte im Mage-Tree Mhm. haben oder ich gehe jetzt eher ein bisschen Richtung Healer oder ich nehme einen Krieger und mit ein paar Heal-Fähigkeiten. Das finde ich wirklich nice gemacht, der Baum. Ja, Gibt es eigentlich ein Level Cap? ich habe keine Ahnung. Wenn, Okay. dann haben wir es garantiert noch nicht erreicht. Nein, definitiv nicht. Wir sind ja an einem Anfang. Nach wie vielen Stunden? Keine Ahnung. Was sagt mein Steam? Steam kommt schon 15. noch. Ich kann noch nicht so viel. Ich komme einfach nicht dazu. Tatsächlich, ja. Und eben das andere ist, dass also der Decor eben gestern auch gesagt hat, du bist so für 10 Minuten drinnen, zack, bist 20 Stunden los, irgendwie Mhm. so. Ja, tatsächlich nur 12 Stunden. Hä, bin ich länger drin gewesen als du? Okay. Eigentlich fast nicht Habe ich sein. das richtige Game offen gehabt? Oh, da, 14,9, ja. 12,3. Interessant. Also ich bin schon mal ein bisschen drin gewesen, ein bisschen rumbauen und so, aber okay. Ja, spielt ja keine Rolle. Ja, absolut. Aber auf jeden Fall ist es empfehlenswert. Sehr, ja. Und ich hoffe, ich komme tatsächlich mit zum Spielen. Ich hätte Ja. so Bock, ich bin jetzt einfach diese Woche irgendwie, wir beide nicht wirklich dazugekommen. Nein. Wir haben dafür gestern etwas anderes Tolles gespielt. Oh ja, oh ja. Das war wirklich irgendwie so mega überraschend gewesen. Ja, der, der Shane hat, oder ist der Shane gewesen? Ja, der Shane hat mir das plötzlich wann ist das gewesen? Ja, am Montag. Montagmorgen schickt er mir einfach so einen Steam-Link zu dem So wie, Game und schreibt dazu, passt gerade so zu deinem derzeitigen Zwergenwahn. Und ich so, okay, mal angeschaut. Instant den Mullen weitergeschickt. ja, genau. Und am 29. habe ich dann da ein Ding bekommen, einfach so, es ist nichts mehr. Es ist nichts mehr. Es ist einfach wirklich auch nur der Steam-Powered Link. Und die hat er einfach dann zurückgeschrieben, oder du hast gesagt, den Pfeil gemacht, so zur Bibliothek hinzufügen. Genau. Aber wir haben gar noch nicht gesagt, um was es geht. Bronzebeards Tavern. Das ist ein Spiel wie Overcooked, aber tatsächlich viel vielschichtiger wie der Overcooked. Mhm. Ich meine, du musst ja nicht nur einfach das Essen machen und hinstellen. Du musst das Essen bestellen, du musst deine Taverne vergrößern, du musst die Leute bedienen, du musst schauen, dass du Strom hast, du musst Randalier verprügeln. Also es ist mega geil und das Krasseste finde ich, momentan ist es noch kostenlos. Ja, voll. Also Das hat mich so überrascht. Der ja, Shane hat mir das geschickt und ich so, das ist gratis, okay. Und es ist tatsächlich erst Anfang Dezember rausgekommen, also das ist relativ neu. ja. Es ist nicht irgendwie so ein versteckter Game, wo seit Jahren irgendwo rumliegt, sondern es ist Oh recht ja, neu. ich habe gerade gesehen, da gibt es sogar noch ein Dings, ein January Roadmap, was sie gerade alles machen. Ach schon? Das, Okay. ja, Networking Improvements, Accessibility Settings, Optimations, Gameplay, Quality of Life, Gameplay Bug Fix, Map Changes. Also Oh, es ja, wird das war mehrere nice. Maps geben. Es wird neue Upgrades geben. Midbar Personal Dwarf Upgrades. Oh, kannst du die Zwerge anfassen? Ja, Player Augments persist in different taverns. Und es wird dann auch eine Schwierigkeitsstufe geben. Tavern Events, more randomness in day. New enemy Okay. type. Targeting kitchen and stock. What the fuck? Es Also ist sie haben noch recht etwas, das finde ich ja, interessant, bin ich recht gespannt. und Customization, Skin, Dwarf Colors, Hats und Economy Systems.
Also wirklich, Okay. gebt nach das Spiel mal. Ich bin mega gespannt. Und, Bronzebeards Tavern. Kostenlos auf Steam könnt ihr das holen. genau. Das ist Wahnsinn. Und wahrscheinlich, also, wenn ihr es holt, behaltet es mal so im Hinterkopf, weil vielleicht spielen wir es wieder mal. Wir haben es gestern bei Mullen gespielt und wir sind ein bisschen ins Schweizer gekommen, das dritte, respektive das vierte auch. Also, Ja, wir können mal noch so ein paar Zwerge brauchen. for real, weißt du, was wir gar noch nicht gemacht haben? Was? Wir haben gar noch nicht unsere Kanäle genannt. Ja, das stimmt. Wenn wir das noch machen? Wir sind schon mega gute Werber, hä? Ja, wir werben für alles, außer für uns selber. Genau. Also, wenn ihr Lust habt, geht doch mal beim Blackjack vorbeischauen. Twitch.tv BlackjackV8. Genau. Oder beim Ullen, der sieht auch fast gleich aus, hat einfach keine Brille und ein bisschen mehr Bart. Beim twitch.tv/Ullenbullen. Richtig. Ich glaube, das ist auch gerade so ein gutes Ding, dass wir fertig machen Ich wollte gerade sagen, weil wir sind schon 1 Stunde, 20 Minuten dran. Wir haben mal gesagt, wir machen mal so 1 Stunde. können. Eben, es war unser erster Das ist Versuch. gut. Gewesen. Ich glaube, er ist gut gekommen. Ich glaube, wir sind noch viel zu steif. Er hat steif gesagt. Ja, der Stief. Genau. Aber wir müssen das Stief auch noch ist der kostlich Schreiber. finden. Der Stief ist der Schreiber aus dem Shazam 2, der selber kann schreiben. Der Blitz. Okay. Ich habe Shazam nicht geschaut. Sauerei. Unglaublich. Anyway, gut. Ja. Ich glaube, wir beenden das hier. Vielen Dank für alle, die sich. Lasst das Ja. Abo da und klicken. Nein, das ist falsch. Ja, mal schon. Folgt dem Podcast, wenn ihr mehr hören wollt. Wie gesagt, jeden ersten Montag im Monat probieren wir es rauszuhauen. Das ist so unser Plan. Ja, wir haben tatsächlich ein bisschen einen Plan dahinter gemacht und etwas überlegt. Tatsächlich, wenn ihr irgendetwas habt oder sagt, hey, das müsst ihr unbedingt noch reinnehmen oder hat da noch eine Idee für euch, schreibt uns doch an, irgendwie auf Instagram oder wenn ihr uns auf Discord habt, schreibt uns dort an. Ich glaube, ich muss mal schauen, wo man es überall einstellen kann. Auch wenn ihr irgendwelche Plattformen habt, wo ihr sagt, hey, ich würde euch gerne so hören, aber ich höre immer meine Podcasts dort. Teilt uns das mit, schickt uns direkt entweder am Ullen oder an mir eine Nachricht oder kommentiert es dort, wo ihr es gelost habt. Schickt uns, haben wir eine E-Mail-Adresse eingerichtet? Ich glaube, ich habe mal eine E-Mail-Adresse eingerichtet. Ich gemeint, du hättest eine eingerichtet, ja. Habe ich eine eingerichtet? Ich habe gemeint, ja. Warte schnell. Ich glaube, ich habe eine eingerichtet. Ja, aber ich hatte Podcast. Info at. Nein, das war nicht Info. Nein. Ich darf schnell nachschauen, erzähl etwas. Ja, der Blackjack, der schaut jetzt etwas, erzählt etwas. Nein, er macht eben nichts, er sucht etwas. Damit ihr uns könnt Infos zuschicken und mega cool sein und einfach. Wir sind auch schon Also for real, wenn ihr uns jetzt schon 1 Stunde und fucking 23 Minuten zugelassen habt, holy crap, das sind schon fast die Auserwählten. Nicht? Ja, schon. Dann gehöre ich zum harten Kern. Also, ihr könnt uns auch an podcast@brotkasten.ch schreiben. Ja, tatsächlich brotkasten.ch. podcast@brotkasten.ch. Wir sind dankbar für irgendwelche Tipps, Tricks, Empfehlungen, was auch immer. Wenn ihr uns irgendwo auf einer anderen Plattform noch hören wollt, teilt uns das mit, wir schauen uns das an. Wie gesagt, es ist das erste Mal, dass wir das machen. We have no idea. No, haben wir wirklich nicht. Ja, genau. Easy. Hast du einen Titel? Ich habe einen für die Folge. Oh je, verzeih. Du hast einen genialen Satz rausgeladen, der hat mich aus den Socken gehauen, also ich habe gar keine, aber aus dem Stuhl. Der Herbie ist ein Transformer.
Der Herb ist Breaking News, Herbie ist ein Transformer. Das ist fucking Das ist- Clickbait. das ist- Die das müssen ist- das hören. Das ist doch einfach Breaking News. Herbie ist ein Transformer. Das ist, glaube ich, Ja. ein guter Titel für die erste Folge. Und vor allem, wir reden genau etwa 3 Sekunden drüber. Perfekt. Ja, ich glaube, Gut. das ist Legende. Alright, Ja, bis nächsten Monat. bis zum nächsten Mal und danke vielmals fürs Zuhören. Genau. Ciao. Ade. Broadcast. Diddly-doo.